Heute gibt es mal wieder ein Rezept meiner Oma und zwar Hurmašice. Einmal mit Pekmez und einmal ohne Pekmez. Sind super butterig, sie zerfallen im Mund. Ich liebe es einfach so sehr. Bleibt unbedingt dran. Gebe ich hier einmal das Ei rein, Öl und die Sahne. Gebe ich auch schon gleich die Butter mit rein. Etwas Zucker, Walnüsse und das Mehl nach und nach. Der Teig soll etwas fester sein. Es sind keine klassischen Hurmašice. Wir geben immer etwas mehr Mehl rein, dass die dann so schön zerfallen im Mund. Das pürieren wir einmal grob. Hier einmal mit der Hand reingehen. Ungefähr so viel Teig. Das knetet ihr einmal gut durch, dass euch das gleich nicht platzt. Und auch nicht so breit, weil die werden nochmal beim Backen ein bisschen aufgehen. Von oben ein bisschen flach drückt. Die perfekte Größe ist, wenn ihr so 2 Fingerbreiten habt und nicht so dick. So breit wie ein Finger und von oben so 2 Finger, das ist die perfekte Größe. Und dann können wir die erste schon mal hier reinlegen. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte schon gemacht. Mein Mann legt aber Pekmez. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt gerade. Das geben wir einmal dazu. Je nachdem, wie flüssig euer Pekmez ist, müsst ihr natürlich dann vielleicht auch mehr Mehl hinzugeben, so wie ich jetzt gleich. Ich werde jetzt einmal mit einer Gabel hier reinstechen und eine Form machen. Normalerweise benutzt man da eine traditionelle Schablone. Das macht solche wie Streifen rein, aber ich habe das leider nicht. Das hat nur meine Mutter. Und das gibt es auch gar nicht mehr so zu kaufen. Nennt sich Brdo. Und die kommen jetzt einmal bei 180 Grad zum Backen und ich mache dann gleich das zweite Blech. Jetzt begießen wir sie einmal mit dem Zuckersirup.